Gut, also wir für das Thema, wie angesagt, seid wachsam, der Bräutigam kommt. Und das ist natürlich alle unter dem Generalthema, wie es da geschrieben steht, siehe, der Bräutigam kommt. So lasst uns mal beten zuerst, bevor ich die Botschaft anbringe. Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesus, dass wir die Möglichkeit haben, dein Wort so zu verbreiten, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass es in unseren Herzen geht, dass wir aufnehmen, was gesagt wird und wirklich den Weg gehen dir entgegen, denn du kommst bald. Amen. Seid wachsam ist natürlich ein Befehl. Wir sollen wachsam sein. Wir können nicht schlafen. Und auch jetzt, ihr habt so gut gegessen, ich will hier nicht, dass da jemand schläft. Du auch nicht, Ruth. Ich passe auf. Wir sollen wachsam sein, aber diese Wachsamkeit ist eine geistige Angelegenheit, ist eine geistliche Sache. Ich meine, wir wachen für vieles. Wir wachen und wir warten. Ja, manche warten auf neue Arbeitsplätze. Andere warten, dass sie irgendwie viel Geld machen können. Und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Raphael. Der Raphael und die Lea, die warten zu heiraten. So ist alles Mögliche, warten und wachen, und in Erwartung leben wir heute. Aber das ist nicht alles das. Wir warten für eine besondere Person. Und das ist Jesus Christus, der Bräutigam. Und ich habe schon vor vielen Jahren, 1967, habe ich schon die Bestellung gemacht für die Wohnung im Himmel. Das ist schon alles erledigt für uns. Alles schon, ja. Aber ich gehe in einen anderen. Ich gehe in den englischen Himmel. Da steht nämlich geschrieben, er geht hin, uns eine Stätte zu bereiten, eine Wohnung in Deutsch, aber in Englisch sagte, er geht uns hin, einen Palast zu bereiten. So, ich werde im Palast sein. Ihr könnt mich da besuchen kommen. Na, jetzt aber 4 Punkte, die ich versuche in diese 30 Minuten, jetzt sind es nur 28, durchzukriegen. Erstens mal, der wachende Glaube Abrahams. Dann zweitens, die Notwendigkeit des Wachens. Und dann drittens, und das ist wichtig, ist das falsche Wachen, die falsche Erwartung. Und dann viertens, wir wachen, wir warten und wir wirken. Wirken, nicht working. Das ist WWW, das ist nicht die World Wide Web. Wir wachen, weil wir wachen, wirken wir. Wir arbeiten. Wir tun alles, was in unserer Macht ist, um das Wort Gottes zu verbreiten. Denn das Wort Gottes, das wir aussehen, das wird Frucht bringen. Da haben wir die Verheißung in der Bibel. So, lass uns mal zuerst blicken zu Abraham. Und ich möchte das irgendwie weiterführen, was wir morgen gehört haben. Freddy Winkler sprach über die Auferstehung und dann Norbert Lied über die falsche Hoffnung und die richtige Hoffnung. Und ich möchte jetzt versuchen auszulegen, das falsche Wachen, das falsche Warten und das richtige Wachen und das richtige Warten. Abraham, also das ist so ein wunderbarer Mann, wenn wir das lesen, was geschrieben steht in Hebräer 11. Ihr seid ja alle sicher ihr kennt die Bibel ja fast auswendig. Hier im Mitternachtsruf, die lesen ja dauernd die Bibel. Da steht geschrieben, Hebräer 11 in Vers 8 und 9. Durch den Glauben ward gehorsam Abraham, da er berufen ward, auszugehen in das Land, das er erben sollte, und ging aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling, ein Ausländer, ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, als in einen fremden,
Ausländer, Fremden und wohnte in Hütten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Das ist das Zeugnis über ihn. Und durch den Glauben, wir wissen ja durch den Glauben, sein Glaube war ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Das meint, Abraham ist nicht nur der Vater von Israel, der ist auch der Vater aller Gläubigen. Und das sagt die Bibel ja auch. Der Glaubte, der hatte die Gerechtigkeit, hat er bekommen durch den Glauben, noch bevor das Alte Testament, bevor das Gesetz niedergeschrieben wurde. Und das ist, wo wir uns als Vorbild nehmen müssen, Abraham. Der Mann, der einfach glaubte, gehorsam war und tat. Denn er hatte ja eine wunderbare Verheißung. Das können wir nachlesen in 1. Mose 12, Vers 2 und 3. Gott sagt, ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Na, jetzt kommt der Abraham endlich mal an in das verheißene Land. Also so wie ich sehe nach der chronologischen Bibel, er war geboren im Jahre 2133 vor Christus und im Jahre 2058 kam er an im Lande Kanaan. So, da war er so ungefähr 75 Jahre alt. So in meinem Alter. Ja, dann ist doch das Leben schon vorbei. Dann setzt man sich hin, dann macht man sich gemütlich. Ja, wenn ich das gewesen wäre, ich wäre in Land angekommen, meine Stirn abgeputzt, in Schweiß und sage, ja, jetzt aber mal richtig ausruhen. Da ich Maurer bin, ich hätte ein Haus gleich gebaut. Die Ruth hätte gleich einen Garten angepflanzt mit Radieschen und Tomaten und Knoblauch und Zwiebeln und alles. Und vielleicht hätte ich einen von den Knechten, die wir hier hatten, hätte ich gesagt, du geh auf den Kamel, reit schnell und hol mal einen Kasten Bier von Aldi. Ja, gemütlich machen. Ich bin doch jetzt ins Land. Gott hat mir alles verheißen. Jetzt geht's los. Jetzt kann ich jetzt kann ich richtig mich freuen. Nein, nicht Abraham. Nicht Abraham. Denn Abraham hatte eine Vision von Gott. Der hatte eine besondere Vision. Und das steht geschrieben in 1. Mose 15. Schlagen Sie das mal auf. 1. Mose 15, wenn Sie eine Bibel haben, in Vers 1. Da steht geschrieben, 1. Mose 15, Vers 1. Nach diesen Geschichten begab sich, dass zu Abraham geschah das Wort des Herrn im Gesicht, in einer Vision. Meistens heißt es ja, und das Wort des Herrn kam oder der Herr sprach. Aber hier ist es ein bisschen seltsamer, in einer Vision. Was hat der Abraham denn da gesehen, weil er so glauben konnte? Was hat er gesehen in dieser Vision? Er hat gesehen das Wort, das steht ja hier, das Herrn Wort im Gesicht. Er sah das fleischgewordene Wort schon, lange bevor Jesus geboren wurde. Und Jesus eigentlich bestätigt das in Johannes 8, Vers 56. Er sagt es, ja, Abraham, euer Vater Abraham, wart froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Sehen wir, wenn wir das prophetische Wort auslegen, wenn wir das prophetische Wort lesen, müssen wir das immer zeitlos. Das ist wichtig. Da gab es keine. Wie konnte Abraham 2000 Jahre bevor Jesus geboren wurde, den Tag Jesus sehen? In der himmlischen Sphäre, da gibt es keine Zeit. Brauchen wir keine Uhr mehr. Kein Radio. Kein Handy. Jetzt überall. Wo man hingeht, überall haben sie das Handy hier. Willst du jemals sprechen? Ich habe keine Zeit, ich muss hier. Immer das Handy. Das ist jetzt, wir werden mehr und mehr gezwungen, uns zu fesseln in der Technologie der Endzeit. So,
Der Abraham wartete und der Abraham hat. Warum? Das ist jetzt eine Frage, die wir uns stellen müssen. Warum war Abraham nicht zufrieden mit die Verheißungen? Ich meine, ich habe es gerade erklärt, nach meiner Meinung, so was ich machen würde und Sie vielleicht auch. Warum? Weil, es steht dann in Hebräer, wenn Sie das weiterlesen, denn er wartete auf eine Stadt, die einen Grund hat, der Baumeister und Schöpfer Gott ist. Warten Sie auf diese Stadt? Sie warten auf die Wohnung, ich warte auf den Palast. Das alles spielt keine Rolle, es ist nur Übersetzung. Aber warten Sie, das ist jetzt ganz wichtig. Und besonders meinen Eltern, Geschwistern möchte ich das ans Herz legen. Das Warten muss einen gewissen Grund haben. Es muss die Vision durchs Wort des Gottes, müssen wir verstehen, wohin wir gehen. Ich meine, alt werden ist eigentlich schön. Wie heute habe ich meine Frau mit einem Rollstuhl gefahren. Ja, einfach lauf los und die alle sprangen an der Seite. Sagten Entschuldigung. Und nun waren wir da, wo wir sein sollten. Wenn wir vom Flugzeug runterkamen, ja, da waren die langen Schlangen da, die standen da vor dem Zoll und da stand, das ist nur für Europa und das ist nur für die Schweiz und da war ein Schild, Diplomaten, ran, bisschen an der Tür, Diplomaten, wir gleich durch. Ja. Ja, freut euch, wenn ihr alt wird, dann kommt alles das Gute auf euch zu. Nur natürlich, man hat hier und da ein bisschen Schmerzen und so, aber das geht auch weg. Meine Frau sagte mir, ja, wann war's? Ich sage, fürchte dich nicht. Sobald wir dich in den Kasten legen, ist alles vorbei. Das schmerzt nicht mehr. So, zweiter Punkt, Notwendigkeit des Warten und des Wachen. Das ist so notwendig. Und ich habe hier eine Fotokopie genommen von Wim Malgos Büchlein Die Entrückung. Und das sind die ganz kleinen Hefte, die er ganz früher geschrieben hat. Und da will ich nur mal kurz zitieren, was er geschrieben hat. Das Merkmal echter Christen begegnen wir wiederholt im Neuen Testament, den Warten auf Jesus. Zum Beispiel Philipper 3,20, unser Wandel ist im Himmel, von dannen wir warten des Heilandes Jesu Christi. 1. Korinther 1,7, und wartet nun auf die Offenbarung unseres Herrn Jesu Christi. 1. Thessaloniker 1, 9 und 10. Ihr seid bekehrt zu Gott, von den Abgöttern zu dienen, den lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Titus 2, 13. Dass wir sollen warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Heilandes, Jesu Christus. Und Hebräer sagt, Hebräer 9, 28, also ist Christus einmal geopfert, wegzunehmen viele Sünden. Zum anderen Mal wird er ohne Sünde erscheinen, denen, die auf ihn warten. Wir müssen wartende Menschen sein, nicht warten auf die Sachen dieser Welt. Ich meine, wenn wir unser Endziel die Schweiz ist oder Deutschland oder Holland oder Italien oder Amerika, dann werden wir bitter enttäuscht. Das wird alles einmal weg sein. Nur was geschaffen ist durch den Glauben an Jesus Christus und die Werke, die er durch uns machen kann, das wird Ewigkeit Frucht sein. Dann werden wir belohnt oder wir werden verlieren. Das hat nichts zu tun mit dem Heil. Das Heil ist einmal erworben, das ist frei und das ist ewig und das ist garantiert. So, das Warten ist ganz wichtig. Und wir haben schon, da waren auch welche Leute in der Bibel, viele Leute, die gewartet haben. Und Nathanael Winkler, der sprach von die Prophetin Hannah und den Simeon. Die warteten und sie wurden nicht enttäuscht. Sie warteten auf Jesus und sie haben Jesus gesehen. Und das ist ganz was Merkwürdiges mit der Hannah. Das können wir lesen in
Lukas 2, Vers 38, da sagt es, sie trat auch hinzu in derselben Stunde und pries den Herrn und redete von ihm, das von Jesus, zu allen, die da auf die Erlösung zu Jerusalem warteten. Und das ist natürlich eine Aufgabe des Mitternachtsrufs auch. Wir sprechen zu der Gemeinde Jesus, zu der wartenden Gemeinde Jesus. Und deswegen tun wir auf Leuchter stellen das prophetische Wort. Ohne das prophetische Wort dann haben wir nicht das volle Evangelium. Dann lassen wir einen Teil aus. Jesus ist der einzige Weg zur Ewigkeit, aber er kommt wieder. Der einzige Weg zu der Ewigkeit ist das Evangelium. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber er sagte, ich komme wieder. Und wenn wir von ich komme wieder sprechen, dann sprechen wir von 1/3 der Bibel mindestens, das inhaltlich prophetischen Text hat. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das prophetische Wort aufs Licht stellen. Also wir tun nicht allen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir verkündigen das Evangelium allen. Aber wenn wir das Evangelium verkündigt haben und jemand bricht durch den lebendigen Glauben, der braucht die tiefere Botschaft und das ist die Botschaft, was die Propheten geschrieben haben, vor so langer Zeit. Habe ich es gut gesagt, Freddy? Ja, gut. So, jetzt Punkt 3. Ich schaffe es in einer halben Stunde, keine Angst. Dritten Punkt schon. Wachen und warten für die Vergänglichkeit. Und da ist ein falsches Wachen, ein falsches Erwachen. Und da möchte ich jetzt fragen, also gehen Sie an der Straße oder fragen Sie jemanden, auf was warten Sie? Warten Sie auf bessere Zeiten? Jetzt ist die Frage, warten Sie auf bessere Zeiten? Ja, gut, ich auch. Ich auch. Und ich bin überzeugt, dass die besseren Zeiten kommen. Wir dürfen uns aber nicht verführen lassen von der Welt und von der Nachrichtenagentur, die immer alles so schlimm macht. Das wird immer besser und immer besser und immer besser, sodass der Mensch selbst ein Friedensreich auf Erden schaffen wird, das beinahe so aussieht wie Jesus. Und der Friedensfürst, der falsche Friedensfürst, ist die treibende Kraft. Viele, auch in unserer Kollegen, die das prophetische Wort schreiben, die sind das immer sehr negativ und sagen, oh, es wird noch schlimm. Ja, sicher wird es schlimmer. Jesus hat gesagt. Dann wird alsbald eine große Trübsal sein, wie nie gewesen ist von Anfang der Welt. Bisher und wird auch nicht so Schlimmes wird kommen. Aber in der Zwischenzeit muss die Verführung so groß sein, dass sogar die Auserwählten die Chance haben, zu verführt werden. Ja, bessere Zeiten. Und jetzt werde ich etwas sagen, was vielleicht viele von euch nicht übereinstimmen. Ich sage ja. Es werden viel bessere Zeiten. Das Essen wird billiger, die Autos werden besser, die Häuser werden schöner, die Handys werden noch besser, der Fernseher noch besser. Alles wird besser. Wir bekommen immer mehr Luxus, immer mehr Luxus. Denn der falsche Friedensfürst ist ja der große Verführer. Er ist der Lügner, er ist der Vater der Lügner. Aber er muss doch etwas beweisen können. Und jetzt, so wie wir jetzt schon sind, wir sind so abhängig von der Technologie, ja, wir könnten gar nicht mehr existieren. Wir haben es ja gestern gesehen, wir hatten Probleme gehabt hier da war so ein Teufel hier drin, der hat gehummt, der hat immer Buh gemacht. Ja, dann das ging nicht weiter. Aber stellen Sie sich mal vor, Strom würde ausfallen in der ganzen Welt. Können Sie sich vorstellen, was dann passieren würde? Alles geht Schluss. Wenn ich
verreise und ich komme jetzt zurück nach Amerika oder wollte hier in der Schweiz kommen und ich zeige meinen Ausweis und die sehen das Bild, ja, sieht so aus, ja, Arno Freuser, das Bild, ja, sieht besser aus auf dem Ausweis als du, aber das ist okay, du hast 12 Stunden unterwegs, so okay. Das glaubt er aber nicht, der geht es und tut es durch einen Scanner. Ich weiß nicht, was ein Scanner in Deutsch ist auch. Ein Scanner. Und nur wenn der Computer sagt, ja, das ist Arno Freuser, dann darf ich durch. So. Diese Lüge ist in Wahrheit eingebettet. Und wir sind so leichtgläubig in vielen Sachen, dass wir der Lüge glauben. Ich meine, ich kenne hier von so vielen Menschen, die fragt man, sagt, das ist so schlimm und so schlecht und alles wird teurer und die Wirtschaft ist so schlecht. Ich kenne hier von Brasilien, die kenne ich jetzt schon für 47 Jahre. Jedes Jahr höre ich dasselbe. Die Wirtschaft ist runter. Ja, aber vergleich mal Brasilien vor 40 Jahren und jetzt. Vergleich mal Deutschland 40 Jahre und jetzt. Vergleich mal Amerika und die Schweiz 40 Jahre und jetzt. Das geht alles zurück auf den Anfang der Lüge. Das ist interessant, ich habe es gerade heute gesehen, im 60. Arno sei still. 60. Jubiläums, im 60. Vers in der Bibel, was steht da geschrieben? Im 60. Vers der Bibel steht geschrieben, und die Schlange sagte zum Weibe, ihr werdet mitnichten des Todes sterben. Das war die erste Lüge. Und deswegen ist Mitternachtsruf ein Werk, wir sagen die Wahrheit. Wir sagen, die Schlange lügt. Und das moderne Wesen lügt. Auch die Demokratie lügt. Der große Staatsmann Churchill, der englische Staatsmann, wurde ihm gefragt, was er denkt über die Demokratie. Sagt er, das ist die schlimmste Regierung nur denkbar, aber ist die beste, die wir haben. So, ich habe nicht die Zeit, aber wenn wir durchblicken und mal studieren würden, was gewesen ist im Paradies, Eva hat genommen da die Frucht und dann wurden sie schlau wie Gott, also die wussten, was gut und böse ist, gab es in Adam auch und haben sie gegessen. Und dann Gott konfrontiert den. Und natürlich jeder gibt die Schuld auf den anderen. Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja, die Frau sagt, ja, die Schlange hat mich verführt. Und dann tut Gott, ich will auch die Zeitspanne des Gerichtes jetzt darlegen. Er sagt zur Schlange, sagt er was? Auf dem Bauch wirst du kriechen und dein Leben lang Erde fressen. Frisst die Schlange Erde? Nein. Schlangen fressen keine Erde. Die Schlange ist ungehorsam jetzt für 6000 Jahre. Die fressen Fische und Frösche und kleine Kaninchen und Mäuse und Ratten und auch die großen Schlangen, großen Tiere. Aber sie werden, wenn das 1000-jährige Friedensreich beginnt und wenn der Löwe Stroh essen wird, da hat mal der Norbert Lied drüber gesprochen, vor vielen Jahren. Wenn er Stroh essen wird, dann steht geschrieben, dass die Schlange soll Erde essen. Die Schlange in der Zukunft wird an Erde leben. Und Eva, die Eva soll in Schmerzen ihre Kinder gebären. Ja, heutzutage ist die Medizin so weit, dass du nicht in Schmerzen ihre Kinder gebären brauchst. Und dann der letzte Satz sagt, der Mann soll dein Herr sein. Ja, come on, was ein Quatsch. Wir haben doch Gleichberechtigung. Ja, ich mache frischen Kaffee und bringe meine Frau frischen Kaffee am Bett. Na, ihr putzt doch meine Schuhe. Oder Adam sagt Gott, verflucht sei der Acker um deines Willen. Dornen und Disteln soll auf dem Feld wachsen. Und im Schweiße seines Angesichts soll zu dem Brot verdienen. Von wegen. Das ist alles alt. Ich habe hier von United States Census Bureau.
bisschen übersetzt so ungefähr. Bauern, früher gingen Bauern hinter den Pflug, gezogen von einem Esel oder einem Ochse oder einem Pferd. Gemolken wurde bei Hand, alle Arbeit körperlich. Einmal in der Woche ging man zur Stadt, das Nötige zu besorgen, aber nicht mit dem Auto. Lebensmittel für die Familie und Vieh, eigene Produktion. Brennstoff, den holte man aus dem Wald. Kunstdünger gab es fast keine. Licht nur von der Petroleumlampe. Und Wasser, ja, laufendes Wasser, ja, nimm den Eimer und lauf zum Brunnen. Das war das laufende Wasser. Im Jahre 1900 80% in der Industriewelt, also die ganze Welt eigentlich, war in der Landwirtschaft beschäftigt. Und sie konnten gerade genug haben, dass sie zu essen hatten, sich bekleiden konnten und ein bisschen Geld. Heute in den Industrieländern nur 2% der Bevölkerung arbeitet in der Landwirtschaft. Und die produzieren fast 100-mal so viel. Und ich sage bessere Qualität. Und da möchten viele nicht mit übereinstimmen. Aber da ist so viel in Hülle und Fülle da. Das sind welche Studien, die haben gesagt, fast 50% wird weggeschmissen. Der Bauer fängt an, wenn er seine Gurken pflanzt und die Gurke hat nicht die richtige Krümmung, geht alles weg. Muss richtig geboren sein. Bananen auch. Wehe, wenn ein Apfel nur einen kleinen Fleck hat, der kommt nicht auf den Markt. Und dann geht er in den Großhandel, da sagt man auch 10% wird weggeschmissen. Dann geht es in den Einzelhandel wieder so 5-10%. Und dann kommt es auf den Tisch, ja, und was machen die Kinder? Das will ich nicht. Das will ich nicht essen. Den Brokkoli esse ich nicht. Dann geht alles in den Müll rein. Alles in den Müll. Wir waren, das werde ich nicht erzählen, das wird zu lange. So, ja, bessere Zeiten. In Verbrechen heutzutage, ja, das kommt jetzt hier vom Economist, das ist eine britische Publication. Verbrechen am Aussterben. Letztes Jahr bewaffnete Überfälle auf Banken, öffentliche Gebäude, Postämter waren 69 registriert in England und Wales. Im Jahre 1990 waren es 500. Kriminell getunter. In 1990 147.000 Autos wurden gestohlen in New York. Letztes Jahr war es nur 10.000. In den Niederlanden und in der Schweiz sind die meisten Street Dealers, ich weiß nicht, was Street Dealers heißt in Englisch, aber in Deutsch, und Schwindlers fast verschwunden. Langsam und sicher greift die Technologie und macht alle Leute ehrbar, aber mit Überwachung. Heutzutage kann man ja nichts mehr klauen, wenn man einbricht. Bei mir ist jemand eingebrochen vor ein paar Wochen, oder ist schon Monate her. Monate? Paar Wochen. Ja, was soll er da klauen? Einen Stuhl mitnehmen? Ja, aber der war nicht so dumm. Der war ein bisschen dumm, der Mann. Der kam an und wir wussten, er war nicht im Haus. Ich ging im Haus rein und er kommt dann mit dem Messer und sagte, ich soll zurücktreten, step back. Und ja, ich bin zurückgegangen. Ich hatte ja kein Messer gehabt. Ich hätte sowieso Angst gehabt, mich da mit ihm zu streiten. Auf jeden Fall, der geht los und fährt mit dem Moped los. Ja, ich einfach im Auto hinterher gefahren, Polizei angerufen, haben sie ihn verhaftet. Und die Ruth sagt, meine Frau sagt, ach, der arme Mensch. Überhaupt kein Mitleid. Ja, ganz kurz nur noch was. Das für diejenigen, die denken, früher war alles besser. Stellen Sie mal vor, Sie gehen jetzt in ein Geschäft und Sie wollen ein Handy kaufen und der Mann sagt, ach, das ist ein alter Mann,
der glaubt, das Alte war immer gut. Sagte, kommen Sie mal her, ich habe einen besonderen für ihn. Das sind die alten, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Panasonic, na, das sind andere. Das ist so wunderbar. Also Sie können da tagelang mitreden, solange Sie ganz nah am Sendeturm sind. Und der ist wunderbar, die Batterie hält mindestens 2 Stunden. Allerdings, sie ist 1,5 Kilo schwer. Oh, aber weil Sie so nett sind, ich verkaufe Ihnen den für denselben Preis. Ja, ich würde sagen, ja, lieber Mann, du, nimm einen Ball und spiel auf der Autobahn. Das ist dasselbe mit dem Fernsehen. Stell dir mal vor, dann kommt Fernsehen und er sagt, ja, hier, wir haben einen Fernseher, schwarz und weiß, so ein bisschen oval. Hä? Und das schneit immer da auf dem Fernseher. Und wenn Sie ganz gut hingehen, da können Sie auch etwas erkennen. Ja, ihr könnt die alte Zeit haben, ich nehme die neue. Es wird immer besser. Aber in das immer besser, den Prozess, wie es immer besser und immer leichter und immer komfortabel wird, ist die Verführung. Dem Adam wurde gesagt, in Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot fallen. Nein, das machen wir machen Airconditioning, wir machen die Klimaanlage an. Dorn und Distel, kein Problem. Wir haben diese Pestkontrolle, wie es heißt, wo man draufstreut, Kunstdünger, stirbt alles ab. Langsam und sicher geht die Welt voran und macht sich unabhängig von Gott. Deswegen wir als Gläubige müssen uns viel mehr an Gott halten, an was die Bibel sagt und uns freuen auf die Dinge, die da kommen sollen. Denn für uns das Beste kommt noch. Amen.